Es ist das TV-Highlight vom nächsten Mai. Der weltweit größte Musikwettbewerb sucht den Schweizer Teilnehmer. Wer soll unser Land in Portugal vertreten? Eurovision Song Contest 2018. Entscheidungsshow. Jetzt! Reading bound and etched forever in my mind. We are fading in our hands, lost somewhere in the wasteland, not knowing up from down. But when the walls are caving and the word keeps turning, we got to love. We got to love. No, I will never let you go. Danke vielmals, merci. Merci. Danke. Meine Damen und Herren, please welcome Sven Epine. Guten Abend! Herzlich willkommen, schön seid ihr dabei. Guten Abend hier im Studio und daheim. Eurovisionsstimmung hier im Studio 1. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Sonntagabend. Und was für einen fulminanten Auftakt. Die Jugend, die steht hier auf der Bühne in Form von der Jugendmusik Kreuzlingen und selbstverständlich Time Bell mit der Miruna, die uns beim letzten Song Contest in Kiew so toll vertreten haben. Vielen Dank, dass ihr da seid. Euer grossartiger Applaus. Danke. Merci Miruna, Ciao. merci Jugendmusik Kreuzlingen. Wir sind im Eurovision-Fieber natürlich und das sind wir in der ganzen Schweiz. Diese Sendung wird von überall mitverfolgt. Pour ça, un bonsoir à tous les téléspectateurs en Suisse romande. Je vous souhaite le bienvenue. Benveni, caras spectatores, caras spectators und herzlich willkommen in die rätoromanische Schweiz und natürlich auch ins Tessin. Buonasera, benvenuti a tutti che parlano l'italiano per l'elezione svizzera del Eurovision Song Contest 2018. Und wir haben einiges vor heute Abend. Alle Landesteile schauen zu, werden mitvoten, das werdet ihr auch machen. Und wir waren überwältigt. Im letzten Herbst da haben wir den Aufruf gemacht, sagt, welchen Song sollen wir schicken. Es sind ganze Haufen eingereicht worden. 670 Lieder haben wir bekommen. Und eine Jury hat aus denen dann die besten 6 mal ausgelesen und die passenden Stimmen und Acts dazu gesucht. Und diese 6, die werden wir heute Abend hier live auf dieser Bühne präsentieren. Und als erstes holen wir sie vor, damit ihr seht, wer heute ins Rennen geht, um in Portugal beim grössten Musikanlass der Welt dabei zu sein. Herzlich willkommen, da kommen unsere 6 Startnummern. Und zwar 01 aus Gisicon, Luzern. Sips, guten Abend und willkommen. De la Romandie, le 02 de Neuchâtel. Bonsoir et bienvenue. Angie Ott. Aus der Deutschschweiz, unsere Startnummer 03 aus Zürich und der junge Mann. Und er nennt sich Naiman. Herzlich willkommen. Wir gehen Tessin, Ronco, Sopra, Ascona, Ticino, Numero
04. Benvenuto Chiara Dubé. Startnummer 05 kommt aus Lausanne. De Lausanne, un bonsoir pour Alejandro Reyes. Bonsoir Alejandro. Und last but not least, Startnummer 06 aus Freiburg. Herzlich willkommen, Vanessa Iraci. So sieht unser Starterfeld aus heute Abend. Was für einen ersten Eindruck, den wir hier hatten. Und sie sind jetzt hier auf der Bühne, werden gleich in wenigen Augenblicken live performen und singen. Der Puls sicher erhöht, das ist klar. Aber sie dürfen Family und Friends mitnehmen und die sind jetzt Backstage. Und wen könnten wir uns besser vorstellen dort hinten als den Stefan Büsser? Büssi, bist du jetzt allein oder hast du ein paar Family und Freunde gefunden dort hinten? Ja, da hat es schon einiges an Leuten und es ist schon zweimal richtig laut geworden. Zum einen gerade vorher, wo Kandidatinnen und Kandidaten rausgekommen sind oder wo die Eurovisionshymne gelaufen ist. Da haben die also alle mitgesungen. Es hat jetzt niemand darunter gehabt, der gesagt hat, mal den müssten wir jetzt gerade so spontaneously direkt nach Portugal schicken. Aber das kann ja für das nächste Jahr noch werden. Für das Jahr haben wir schon mal grossartige Kandidaten und für die sorgen wir ja auch. Zum Beispiel für die vielleicht last minute noch krank sind. Ich mag mich erinnern, dieser Frau habe ich schon letztes Jahr den Honig eingeschenkt. Oder? Brauchst du das mal wieder? Jetzt Miruna vielleicht ein bisschen, oder? Also ihr seht, da hinten hat es alles parat, auch so Last-Minute-Sachen, die man vielleicht noch braucht. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber... Oh, es ist Ingwer. Das muss jetzt zuerst mal verdauen. Sorg zu dir, Sven. Gut, Ingwer ist ja extrem gesund und bis du den verdaut hast, schalten wir dann auch wieder hinterher. Das sind also die 6 übrigens aus praktisch allen Landesteilen. 3 aus der Deutschschweiz, 2 aus der Romandie, jemand aus dem Tessin, wie zum Beispiel Chiara da hier, die da ist zum 3. Mal bereits in der Vorausscheidung dabei. Wie fühlst du dich bei deinem nächsten Anlauf heute Abend? Ich fühle mich wieder zu Hause. Ehrlich? Welcome back then. Ja, hey, look, die Leute haben Freude, dass du wieder da bist. Und ich weiss nicht, vielleicht müssen wir schnell den Puls nehmen bei denen, die als erstes rankommen. Komm, und da steht unsere Sips, Startnummer 01. Seid ihr schon am Hypern da? Ne? Schon ein bisschen, wir spüren es mal. Schon, oder? Ist das Vor- oder Nachteil, wenn man als erstes dran muss? Ich glaube, es ist gut. Zuerst ein bisschen, gerade mal den Stress hinter sich bringen. So. Sicher, also gut. Tief durchschnaufen. Sie werden wir jetzt gerade wieder sehen, die anderen natürlich auch. Und darum geben wir noch einen grossartigen Vorschussapplaus mit auf den Weg. Unsere 6 Finalisten, die wir gleich wieder sehen. Danke, bis grad! Ja, und ihr habt heute Abend einen wichtigen Part. Die werden nämlich 50% mitentscheiden, wenn wir dann eben an die grösste Musikshow der Welt auf Portugal schicken. Übrigens, der 8. Mai, da kann man sich schon dick in der Agenda eintragen. Das ist der erste Halbfinale am Dienstagabend, wo wir Schweizer und Schweizerinnen dann werden vertreten sein. Und ihr redet das Wörtchen mit. Das macht ihr, nachdem ihr alles gesehen habt. Also wir machen die Leitung erst auf, wenn die 6 Acts ihre Darbietung gemacht haben. Und dann kann man dann anrufen oder ein SMS schicken. Aber was man schon von Anfang an machen kann, ist mitdiskutieren mit uns, entweder via Facebook oder auch online auf der Website und best auch mit dem Hashtag SRFESC, zum Beispiel auch via Twitter. So, und ich habe es gesagt, ihr seid nicht die Einzigen, die mitentscheiden. Wir haben etwas Neues dieses Jahr, nämlich eine internationale Jury. Das heisst, es gibt auch 7 Länder, die heute Abend schauen, was da so läuft bei uns. Und da wollen wir schon ein bisschen spüren, wie denkt Europa über unser Starterfeld. Und die werden dann selbstverständlich auch Punkte abgeben. Wir haben Spokesperson, Vertreter aus diesen Ländern, die werden sagen, wie gut sie welchen Act heute Abend gefunden haben. Und jetzt genug erklärt, jetzt würde ich sagen, legen wir los. Wir gehen ab zu unserer Startnummer 01. Das ist ein Geschwisterpaar, das seit vielen Jahren zusammen unterwegs ist. Co und ihre Brüder, der Steh. Sie sind mit einem Haufen tollen Schweizer Acts auf Tour gewesen und auch immer wieder mit ihren eigenen Projekten. Und sie sind die Ersten, die sich heute Abend hier jetzt gerade präsentieren. Für die Zips kennt Kreativität keine Grenzen. Für die beiden ist nichts Schöneres, als ihre Ideen in den energiegeladenen Songs zu verwandeln. Ihren Eurovision-Song haben sie selber mitgeschrieben und komponiert und kommt daher wie ein Wirbelsturm. Darum sind sie da, um sie zu verwirklichen. Und das machen sie, sei es daheim in der Schweiz oder dort, wo sie seit ein paar Jahren daheim sind, in Los Angeles.
LA ist eine Stadt, die so lebt. Es hat so viele verschiedene Künstler aus verschiedenen Ecken, die dann Kraft, um an einem eigenen Projekt voll nachzugehen. LA ist unser Labor und ist ein bisschen wie unsere zweite Heimat geworden, aber unser Herz und unser Zuhause ist in der Schweiz. Aufgewachsen sind wir im tiefen Aargau, also auf dem Land. Daheim ist ja immer am schönsten. Oder? Das Daheim ist einfach das Daheim. Wohlig No place like home. und warm. Dieses Jahr haben wir jetzt mitgemacht im Songwriting Camp und wir haben 2 Songs geschrieben und der eine ist jetzt der, wo wir wirklich voll stolz drauf sind. Ich glaube, es ist Zeit, dass die Schweiz mal so etwas Rechtes bringt, mal sich aus dem Fenster lehnt. Und ich habe das Gefühl, wir könnten das vertreten. While Joker on the gold throne, the diamonds in my home. Wrong people with the right to know, but I can't do anything about it. All saying that life's hard, but we don't want it in our backyard. We should be further from the sky, but I can't do anything about it. We're so afraid to fire away. What's your life worth? We're so afraid, repeat the mistake. Just to come fast, where the liars in the face of facts. Different weapon, but the same attack. No, I ain't throwing stones. No, I ain't throwing stones. Every lesson lost in the past. Pardon me, but I don't wanna go back. No, I ain't throwing stones. No, I ain't throwing stones. Think the boogeyman will get me. Think different is the enemy. It's been this way for centuries, and I can't do anything about it. Can't wait to light the cannonball. Can't face the mirror, says it all. Sins up the Father, make us fall, and I can't do anything about it. We're so afraid we'll fire away. Just to come back, where the liars in the face of facts. Different weapon, but the same attack. No, I ain't throwing the stones. No, I ain't throwing the stones. Every lesson lost in the past. Pardon me, but I don't wanna go back. No, I ain't throwing stones. Oh, because I know I ain't standing alone. No, I ain't standing alone. No, I ain't standing alone. No, yeah, yeah. Oh, I ain't the only one who don't wanna throw stones. Yeah, yeah. No, I ain't throwing stones. No, I ain't throwing stones. Every lesson lost in the past. Pardon me, but I don't wanna go back. No, I ain't throwing stones. No, I ain't throwing stones. Yeah, yeah. Hey, I ain't throwing stones. No, no, I ain't throwing stones. Startnummer 07 mit Stones. Wow! Überall Fans.
Hey, das war mal ein Start. Hey, wie fühlt sich das an? Fertig gesungen und die Leute stehen schon beim ersten Tag. Ja, super. Es tut auch mega gut, dass Family und Friends da sind und man ein bisschen rumschaut und immer wieder jemanden sieht, den man kennt. Das tut gut. Die gehen ja schon fast ein halbes Leben miteinander gemeinsam durchs Leben als Geschwisterte. Wer hat eigentlich da die Hosen an? Wer sagt, hey, komm, das machen wir. Wer kann wen überzeugen? Warum schaust du jetzt wegstehen? Meine Hosen sind tiefer, ein bisschen tiefer unten, aber sind runtergerutscht. Also, Nein, du machst was es ist schon Bestes. so. Also ich denke, sie ist eher die dort ein bisschen schaut mit Planen und so. Ich bin dort halt auch nicht so begabt. Ist der Code, dafür kann er fast jedes Instrument. Ah, cool. Also, die ergänzen sich ideal in dem Sinn. Ja. Cool. Nach dem Auftritt sagt ihr, alles geliefert, alles perfekt gelaufen, zufrieden? Ja, doch. Wir können ja nicht mehr zurück. Nein, es ist alles wirklich gut gelaufen. Und es ist ganz etwas anderes, wenn das Publikum noch da ist. Absolut. Jetzt habt ihr so viel probiert, alle Acts natürlich ohne Publikum. Jetzt richtig die Stimmung, die wir brauchen. Und ich bin gespannt, wie weit der Stein ins Rollen kommt, den ihr da gelegt habt als erste Startnummer. Wenn ihr sagt, hey, genau so muss unser Act daherkommen in Portugal im Mai, dann ist es Startnummer 01, wo ihr noch merken müsst. Und wir schauen mal, wie weit es geht. Jetzt müsst ihr auch ein bisschen warten, die zwei, oder? Ist hart jetzt. Nein, ist gut. Ist gut, ist gut. Also, mit einem grossartigen Applaus für die Zips. Bis später. Danke vielmals. Wow. Also, das ist das erste Eisen, quasi, das wir im Feuer hatten. Wir haben noch 5. Also, ihr dürft euch freuen. Und ich bin gespannt, wie es da hinten und her geht. Herr Büsser, habt ihr den Ingwer mittlerweile verdaut? Geht es mit dem Reden? Geht es mit dem Bauch? Herr Epine, es ist alles wunderbar. Vielen Dank für das Erkundigen nach meinem Gemüts- und Gesundheitszustand. Und ich komme da ein bisschen vor, fast wie bei einer Misswahl. Also, obwohl die Konkurrenz gerade abgeliefert hat, haben alle richtig geklatscht und mitgejohlt. Man sieht jetzt auch gerade da Zips, die retour kommen. Das ist wirklich sehr fair, da alle gemeinsam miteinander. Nicht gerade beste Freunde, würde ich sagen. Oder? Man versucht ja dann gleich alle auszustechen. Neumann, wie fest bist du jetzt schon nervös? Du bist der Übernächste, der dran ist. Ganz ehrlich, die letzte Woche war für mich so intensiv, dass ich mega angeschlagen bin und müde. Von dem her bin ich null nervös momentan. Okay, genau. aber jetzt kommt eben mit Publikum. Das haben Sie ja gerade vorher angesprochen. Das treibt dich dann wahrscheinlich schon einmal ein bisschen weiter, oder? Auf jeden Fall, ja. Das Publikum ist noch ein bisschen mehr gehypt, sozusagen. Ist mehr Spannung da auf jeden Fall. Ja. Du hast ja nicht nur ein Publikum, das dich im Saal trägt, du hast eine grosse Fanbase auch gerade im Internet. Ich habe gesehen, deine Leute da, die haben alle das Handy da vorne, da werden Insta-Stories gemacht und alles. Wie wichtig ist das in der heutigen Zeit? Sehr wichtig, ich sage es mal so, am Puls der Zeit leben, egal wo man, in welchem Bereich man ist mega wichtig und schlussendlich ist es auch etwas Schönes, wenn man kann, etwas teilen aus seiner Leidenschaft. Und das ist jetzt bei mir die Musik. Genau. Gut, ich lade dich jetzt gerade noch aufwärmen, weil er hat dann doch auch noch ein bisschen intensives Programm auf der Bühne. Wir gehen noch ganz schnell nochmal zu euch zwei. Du hast mir vorher gesagt, Steh, du hast noch einen kleinen Glücksbringer mitgebracht. Was genau ist das? Nur einen, das ist ein Giftpfeil. Nein, das ist ein Glückspfeil. Okay. Und der hat einen speziellen Absender. Der Erik Blum hat euch den geschenkt. Ja, gell? genau. Ja. Hat er selber Hand gemacht. Bitte? Der macht eben auch die Hüte macht er auch noch. Also sind auf der Hut von diesen zwei. Das sind wir. Vor und hinten sind alle auf der Hut. Und wir gehen auch ein bisschen quer durch die Schweiz. Die Schweiz hat angefangen. Und jetzt gehen wir zusammen in die Romandie. Wir haben sie nicht gesehen im Green Room, klar, weil sie ist unterwegs auf die Bühne. Bereit machen für ihren Auftritt. Startnummer 02. Es geht um die Angie Ott. In der Natur zu sein, das ist für sie sehr wichtig. Dort findet sie die Ruhe und die Inspiration für ihre Musik. Ihre Lieder sind voll Gefühl und Emotionen. Und die möchte sie jetzt auf der Bühne mit euch, mit dem Publikum teilen. Ihr Eurosong ist eine richtig grosse und dramatische Ballade. Angie ist 27 und eine von 2 Finalistinnen aus der Romandie. Ich bin hier in der Region Neuchâtel geboren. Ich liebe diese Stadt. Ich bin verheiratet und glückliche Mutter eines bald 2-jährigen Sohnes. Ich habe die volle Unterstützung meiner Familie, was mir Kraft für all meine Projekte gibt. Vor 13 Jahren habe ich Coiffeuse gelernt. Ich liebe diesen Beruf, denn er ist sehr kreativ. Ich bin selber sehr kreativ und was ich mache, mache ich mit Hingabe. Ich bin mit Leib und Seele Coiffeuse, ebenso wie Sängerin. In meinem Lied A Thousand Times geht es um einen Menschen, der verzweifelt an der Person, die er liebt.
Ich wäre stolz darauf, die Schweiz zu vertreten, denn ich liebe dieses Land. Den ESC verfolge ich schon immer und es war immer mein Traum, hier mal mitzumachen. Es wäre fantastisch, dies zu erleben. I will never ever change, you won't understand. Starting to get lost, forgetting who I am. You have always got your way, I've been walking mine. Now we've crossed the border, far beyond the line. Cause I'm reaching out for you. I'm reading up the truth. I don't wanna break down, 'cause I'm breaking my band. Just like 1,000 times before. But I'm finding my ground, but you can't pull me back. Just like 1,000 times before. Like 1,000 times. Like 1,000 times. What we had, not who we used to be. Like a broken record, standing on repeat. Waking up instead of just always break it down. Letting go instead of always holding back. There's no break to catch the phone when tearing down the walls. I don't wanna break down. I don't wanna pretend. Angie Ott, Startnummer 02, 1,000 times. Wow! Und die ersten Tränen fließen schon, bevor wir die ersten Punkte verteilen. Und ja, ça va? Ça va? Hey, so emotional, alles reingelegt in diesen Song. Klar, jetzt habt ihr wochenlang darauf hertrainiert. Wie fühlt man sich, nachdem man abgeliefert hat? Wie geht's dir? Pardon, ça va mieux. Geht schon viel besser. Ja, viel Emotionen. Und all die Leute zu sehen, die mich unterstützen, das berührt mich sehr. Wunderbar. Es ist so schön zu sehen, wie du richtig deine klatschen für die Emotionen. Schau mal da, Tränen fließen schon jetzt. Ah. Ich habe nicht einmal ein Nasentüchchen da, ich hole dir nachher eins. Aber schau, Angie, ich weiss, Familie ist dir ganz wichtig, Angie. Du bist Mutter von einem 2-jährigen Sohn, hast eine tolle Familie. Habt ihr heute Daumen gedrückt? Wo sind die? Mein kleiner Junge schaut gerade Fernsehen natürlich, der schaut mir zu und ich schicke ihm ein dickes Bussi. Also von Mami an Junior
ein grosses Münchi. Und wir schauen mal, wie gross das Preis wird, das du schlussendlich dann wirst machen, wenn wir Punkte ausgezählt haben. Weil du bist ja schon bei der Voice of Switzerland auf einem sensationellen Platz gelandet, dort weit vorgekommen. Bist du eigentlich bei der Voice nervöser gewesen oder heute Abend nervöser, wenn du jetzt vergleichen würdest? Ich denke, es ist das Gleiche. Es ist einfach so toll, auf der Bühne zu stehen, so wundervoll. Ja, jeder Moment muss genossen werden. Jeden Moment. Und wir geben dir nochmal einen mega Applaus mit auf den Weg, meine Damen und Herren. Wenn ihr sagt, das ist unser Act, Startnummer 02, ist ganz, ganz wichtig. Haltet die schön notiert für euch. Und nochmal einen grossen Applaus. Angie! Oh, danke vielmals. So, nach der Angie aus der Westschweiz kommen wir zurück wieder in die Deutschschweiz. Der nächste Finalist, der kommt aus dem Kanton Zürich. Er ist 23 und auch er ist schon auf der ganz grossen Bühne gestanden. Sei es bei uns, bei den grössten Schweizer Talenten oder nachher beim grossen Nachbar bei DSDS, bei Deutschland sucht einen Superstar. Als Strassenmusiker ist er durch über 35 Städte in Europa getourt, hat Erfahrungen gesammelt. Er ist nicht nur Vollblutmusiker, sondern auch Tänzer. Never give up, so lautet sein Motto. Und sein grösster Traum ist eine internationale Karriere als Musiker. International ist auch er selber. Wurzeln in Indonesien, Italien, Holland und im Appenzell. Ich bin im Appenzeller Land aufgewachsen. Ich sage mal so, schweizerischer geht es fast nicht. Ich finde die Schweiz als eines der gesegnetsten Länder und bin mega dankbar, dass wir da sein dürfen. Es geht so gut, wir haben genug. Ich merke schon, dass wir Wasser aus den Händen trinken können. It's amazing! Mit 10 Jahren habe ich angefangen Gitarre zu spielen. Und dann mit 16 Jahren habe ich angefangen Gesangsunterricht zu nehmen. Später dann gemerkt, ich will es nicht nur für mich allein machen, bei mir im Zimmer, sondern ich will irgendwie raus in die Welt. Und dann habe ich angefangen mit Straßenmusik. Musik ist für mich Leben, Leidenschaft und Träume. Ich liebe es einfach zu tanzen, mich zu bewegen. Für meinen Auftritt habe ich nicht nur geplant, zu singen, sondern auch eben das Tänzerregie zu nehmen. Kombinieren zwischen zwei Sachen, zwischen Singen und Tanzen ist eine mega Herausforderung. Deswegen, ich liebe Challenges. Yeah. Your lips are sin. I'm in trouble, you know it. My eyes take you in. You play me like you know me. Your body's sweating, shoulders bare. You wear the dress so tight. Whoa, fingers running through your hair. And I'm losing my mind. So come and won't you kiss me, yeah. Finish what you started, finish what you started. If you gonna leave it, yeah. I'ma keep you honest, I'ma keep you honest. You keep holding me close, it's like your body knows. Moving fast and slow, I'ma lose control. So kiss me, yeah. Finish what you started. Finish what you started. My hands on your hips, your words on my lips, yeah. If you want more than this, I want you to show me. Body sweating, shoulders bare. You wear the dress so tight. Whoa, fingers running through your hair. And I'm losing my mind. So come and won't you kiss me, yeah. Finish what you started, finish what you started. If you gonna leave it, yeah. I'ma keep you honest, I'ma keep you honest. You keep holding me close, it's like your body knows. Moving fast and slow, I'ma lose control. So kiss me, yeah. Finish what you
you wanna kiss me? Finish what you started, finish what you started. If you gonna tease me, yeah. I'ma keep you honest, I'ma keep you honest. You keep pulling me close. Moving fast and slow, I'm lose control. So kiss me, yeah. Finish what you started, finish what you started. Startnummer 03, der Neumann, Kiss Me. Oh. Wow. Ist es immer so bei deinen Auftritten, dass da schon Blumen kommen zu fliegen? Du musst nicht die Blumen nehmen. Zum ersten Mal weisse Rose, genau. Zum ersten Mal? Hey, einmal ist Premiere. Hey, du hast dir das selber aufgebürdet, tanzen und singen. Also ich meine, das ist ein doppelter Einsatz. Ein Haufen Stars, Internationale sagen, hey, ich mache es dann lieber Vollplayback, wenn ich mich so verausgabe. Das ist eine doppelte Belastung, oder? Genau, das ist für mich selber. Ich liebe Challenges, wie schon vor dem Video vielleicht auch erwähnt. Ich tue eigentlich parallel zum Singen habe ich auch immer tanzt schon ein bisschen auf. Aber noch nie so richtig gewagt, vor großem Publikum eigentlich mal da gleichzeitig zusammen zu machen. Genau. Und wie ist es für dich aufgegangen heute Abend? Das muss das Publikum mal allein entscheiden. Ich habe mich wohl gefühlt. Aber Musik ist immer subjektiv und ist Geschmackssache. Und darum muss jeder selber entscheiden. Genau. Absolut. Und da ist auch Fans da mit Transparent hier, oder? Das Kreischen kommt da aus der mittleren Fraktion. Ein paar Gesichter kennst du nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, genau. Alles klar. Wenn ich sage, genau so könnte der Schweizer Act daherkommen am Eurovision Song Contest, dann merkt euch bitte die Startnummer 03. Das ist die vom Neumann. Danke vielmals. Dein Applaus. Ja, also, ein bisschen tanzen tut gut. Büssi, seid ihr hinten auch ein bisschen am Mittänzeln oder nur an der Güppli-Bar? Güppli-Bar fehlt da hinten, ehrlich gesagt, noch ein bisschen. Vielleicht wird das ja gegen das Nervenflattern helfen. Allerdings, ja, Mut, da trinken müssen sich die nicht mehr. Gerade wenn es Vollprofis sind. Der Alejandro zum Beispiel, er hat vorher ganz laut mitgesungen beim Neumann und das hat einen guten Grund. Er hat bei dem Song nämlich mitgeschrieben. Wie ist das jetzt für dich? Hast du da so zwei Herzen in der Brust, weil du doch bei diesem Song ja auch noch ein bisschen beteiligt bist? Ja, es ist schon ein bisschen schwierig für einen Konkurrenten, zwei Lieder im Rennen zu haben, die beides meine Lieder sind. Aber Neumann ist ein Mensch, der einzigartig ist und deswegen kann er wirklich mit Kiss Me wirklich perfekt durchstarten. Nach meinem Lied, ja, mein Lied, meine Gitarre, das bin mehr ich. Also das für ihn halt eben da noch ein bisschen schwierig, sich dann zu entscheiden, für wer mehr. Du musst dich wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen vorbereiten. Was musst du jetzt noch machen vor dem Auftritt? Ja, ich muss mich einfach ein bisschen beruhigen. Ich habe das Gefühl, ich bin ja fast behämmert, aber mir drin. Und ja, jetzt muss ich denken, das geht schon, alle schaffen es. Und was am Schluss zählt, ja, ist eigentlich mitmachen und wirklich auf der Bühne Spaß zu haben. Wenn er das sagt, und der kennt er sich ja auch aus, du bist oft auf der Bühne, du warst sogar schon in den Charts. Was ist das für ein Gefühl? Ja, wenn man Sänger, Songwriter ist, dann ist das natürlich wunderbar, wenn man in den Charts kommt. Das ist hoch erfreulich, man arbeitet ja hart daran und dann kommt etwas zurück und ja, mit den Charts, mit der Musik, ja, wunderbar. Genau, wunderbar, die Charts, da kennst du dich ja auch aus damit, Sven. Definitiv, Charts ist eine grossartige Sache. Am Sonntagnachmittag die offizielle Schweizer Hitparade. Und Charts ist schon immer ein bisschen das Ziel, muss man sagen, von denen, die am Song Contest mitmachen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind im ersten Halbfinale dabei. Der ist dann am 8. Mai, dann der zweite am 10. und der Final, der ist dann am 12. Und die drei Shows zusammen schauen über 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Und nachher gibt es ganz viele Songs, die es immer wieder in die Charts schaffen, international, aber eben auch bei uns hier in der Schweiz. In 62 Jahren bescherte uns der Eurovision Song Contest über 1400 Lieder. Viele schafften den Sprung in die Schweizer Hitparade.
Bis heute wurde der Song 26 Mal gecovert. Das Original landet auf Platz 2. Nach dem Sieg erreichte Waterloo in 10 Ländern die Spitze der Charts. In der Schweiz hielt sich die Single für 9 Wochen auf Platz 1. Save Your Kisses For Me zählt zu den international meistverkauften Eurovision-Songs. In der Schweiz landete Brotherhood of Man damit auf Platz 2. 1981 war die Geburtsstunde des Trickkleides. Bucks Fizz holten den 4. Sieg für Großbritannien und landeten auf Platz 3 der Schweizer Hitparade. Dotto Cottonios Siegersong Insieme erreichte 1990 hierzulande gar Platz 2. Danach wurden die Beiträge skurriler. Schockieren, um aufzufallen, wurde zum Motto. Trotzdem schaffte es Stefan Raab auf Platz 33. Gildo Horn sogar auf Platz 17 der Charts. Die damals 18-jährige Lena holte den 2. Sieg für Deutschland. Satellite erreichte Platz 1 der Hitparade. Ganze 38 Wochen hielt sich Loreen in der Hitparade. Darunter auch Platz 1. Euphoria wird einer der kommerziell erfolgreichsten Songs der Geschichte des Song Contests. Die Frau mit Bart bescherte uns einen unvergesslichen Eurovision-Moment und stieg bis auf Platz 2 der Hitparade. Und was ist eigentlich mit unseren Schweizer Beiträgen? Vor 30 Jahren holte Céline Dion den 2. Sieg für die Schweiz. In der Hitparade landete sie hingegen nur auf Platz 11. DJ Bobo schafft es zwar nicht ins ESC-Finale, dafür aber auf Platz 3 der Schweizer Hitparade. Mikado erreichte den 6. Platz im Wettbewerb, in der heimischen Hitparade sogar Platz 2. Mikado, Mikado, spielt heute jedermann. Ja, da haben es Haufen Songs in die Charts geschafft. Und das ist noch das Schöne, dass der Song Contest ein Sprungbrett ist für internationale, aber auch für nationale Künstler, die dann vielleicht ihren Song selber am Radio hören. Wer weiss, am Sonntagnachmittag in der Hitparade. Und die Hitparade, die feiert ja das 50-jährige Bestehen bei uns in der Schweiz. Also am 68. ist losgegangen. Und darum gibt es eine schöne Sendung dazu. Am nächsten Samstagabend auf SRF 1 um 10:08 Da feiern wir mit Haufen Musikern und Leuten aus den Charts genau das 50-jährige Bestehen am 10:08 am nächsten Samstag. Und wir gehen weiter hier bei uns. Und zwar geht es jetzt zur Startnummer 04. Und bei ihr könnte es heute Abend heissen, aller guten Dinge sind 3. Weil heute ist es der 3. Anlauf, den sie beim Schweizer Vorentscheid wird machen. Sie ist schon mal 3. geworden und 5. geworden. Und jetzt schauen wir, wie weit es ihre Reise heute Abend geht. Für die 24-Jährige spielt die Musik schon immer die Hauptrolle in ihrem Leben. Für sie ist die Musik eine magische und übernatürliche Sprache. An ihrem Eurovision-Lied hat sie diesen Sommer selber mitgeschrieben. Die Chiara wohnt seit ein paar Jahren in Zürich. Sie hat indische Wurzeln. Aufgewachsen ist sie aber im Tessin, genauer in Ronco sopra Ascona. Hier bin ich aufgewachsen und deshalb ist dieser Ort für mich sehr wichtig. Es geht nicht um den Kanton Tessin, sondern um die Menschen, die ich mag. Hier leben meine Familie, meine Freunde. Hier ist alles, was mein Zuhause ausmacht. Ohne sie wäre all das leer. Wegen der Ausbildung pendle ich zurzeit fast jeden Tag mit dem Zug nach Lugano. Im Zug kann ich gut lernen, lesen oder einfach nachdenken. Für mich ist die Bahn schon immer ein Ort der Inspiration gewesen. Im Moment studiere ich klassische Komposition und mache den Bachelor. Mein Eurovision-Song heißt Secrets and Lies. Es ist ein Popsong mit klassischen Einschlägen. Inhaltlich geht es darum, ein ehrliches, authentisches Leben zu führen. Secrets and lies around me.
told them to me 'cause I can, and here I stand as I am, and I'm sorry again. Shadows walk beside me, taller than I can, and here I stand as I am, and I'm sorry again. Two words turn to dust. Are they meant to last? I find it hard for me to know where to be and where to go. Is it time for me to show? Even the time can trick me, stealing the moments that I have, and here I stand as still as I can, and I'm sorry again. Two words turn to dust. Are they meant to last? I find it hard for me to know where to be and where to go. Is it time for me to show? Is it time for me to show who I am beneath the lies? Chiara Dubé, Secret and Lies. Wow. Chiara, wir haben alles dabei heute Abend, oder? Von Abtempo-Nummern bis zu dieser wunderbaren Ballade, die wir hier gehört haben. Und willkommen zurück zum dritten Mal. Ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Wie ist es gegangen in diesen 3 Minuten? Ich habe es genossen. Es war ein schönes Moment. Ein schönes Mal. Und du kannst so gut Deutsch. Da fragen wir uns natürlich, wo hat man das gelernt? Im Tessin, in der Schule? Oder wie bist du? Also ich wohne eigentlich seit etwas 5 Jahren jetzt in Zürich, weil ich angefangen zu studieren habe. Und ja, man muss das lernen. Ein Instrument, wunderbar. Und wegen dem Studium bist du schlussendlich in die Schweiz gekommen. In die Deutschschweiz gekommen, muss man sagen. ja, so schlimm ist es noch nicht. Wir nehmen den Sinner gerne auf da bei uns. So wollte ich es nicht sagen. Parliamo ancora un po' in ticinese o in italiano naturalmente anche. Für alle, die im Tessin natürlich zuschauen. Secret and Lies. Um was geht es in diesem Lied? Allora, si tratta di un invito. Es geht um eine Einladung, also so verstehe ich es auf jeden Fall, so authentisch wie möglich zu sein, so ehrlich zu sein, Masken fallen zu lassen. Denn diese Masken, ja, die sieht man meistens in der Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, die eigentlich Geheimnisse und Lügen verschleiert. Und ich denke, ich möchte aus dieser Situation herauskommen und möchte ich selber sein. Und zwar authentisch rein und zwar so ehrlich und einfach, wie ich bin. Ehrlich und authentisch auf der Bühne, definitiv. Und wenn ihr sagt, genau, das ist euer Lied, euer Liebling von heute Abend, bitte merkt euch die Startnummer 04.
für Chiara Dubé. Grazie mille, Chiara. So, unsere kleine Schweizer Reise geht weiter. Vom Tessin gehen wir jetzt wieder in die Romandie. In Lausanne ist er schlussendlich daheim. Unsere Startnummer 5, 26 ist er und heissen tut er Alejandro Reyes. Er ist in Chile auf die Welt gekommen. Seine Kindheit war sehr turbulent. Immer wieder ist er mit der Familie gezügelt, bis er schließlich im Alter von 10 dann in der Schweiz angekommen ist. Er versprüht südamerikanisches Temperament und liebt das Abenteuer, immer in Bewegung bleiben. Mit diesem Motto geht er durchs Leben und versucht mit seiner Musik und seiner positiven Art, alle Menschen zu begeistern. Ich bin ein sehr dynamischer Mensch, sportlich und abenteuerlustig. Skaten gefällt mir ganz besonders. Ich bin absolut unkompliziert. Ich mache gerne einen Witz und gebe meinen Senf zu allem. Manchmal seriös und manchmal weniger. Ich habe von Geburt an keine linke Hand, aber das war für mich nie eine Behinderung. Ich musste einfach immer einen eigenen Weg finden, egal ob im Fitness oder generell im Umgang mit den Menschen. Ich habe das immer eher als eine Stärke gesehen als ein Handicap. Inzwischen ist es mein Markenzeichen. Alle sollen sich mit dem Lied Compass identifizieren können. Wir brauchen alle etwas, woran wir uns orientieren können. Freundschaft zum Beispiel oder eine echte Aufgabe. Im Lied hier geht es natürlich um die Liebe. So sieht's aus. Der Alejandro Reyes macht sich bereit für seinen Auftritt. Wir brauchen auf der Bühne noch ein paar wenige Sekunden, bis alles läuft. Aber jetzt sind wir bereit und ihr dürft noch mal klatschen. Alejandro Reyes, unsere Startnummer 05. I'm well inside, sick and tired, can't stay in line even though I try to be serious. Yeah, I'm serious. I'm running blind in my mind, looking for highs, it's my design and it's dangerous. Yeah, it's dangerous. I'm spinning, 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 wherever I go. I'm spinning, 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 but you know that I know. When I'm right at the edge, hanging by a thread, there's always a compass. Beating here in my chest, made of love the mess, and I kinda love it. Cause I'm all words on Namazu. I'm wearing scars like they're tattoos. But even when I'm spinning, my world's caving in. I follow that compass straight to you. Oh, straight to you. Oh no, I follow that compass straight to you. Oh, straight to you. Oh no, I follow that compass. I'm upside down, dripping out. GPS don't bring me around like you do, just like you do. Hey, I'm spinning, 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 wherever I go. I'm spinning, 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 but you know that I know. When I'm right at the edge, hanging by a thread, there's always a compass. Beating here in my chest, made of love the mess, and I kinda love it. Cause I'm all words on numbers, ooh. I'm wearing scars like they're tattoos. But even when I'm spinning, my world's caving in. I follow that compass straight to you. Oh, straight to you. Oh no, I follow that compass straight to you. Oh, straight to you. Oh no, I follow that compass. I follow that compass. I follow that compass. I follow that compass.
straight to you. Oh no, 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 straight to you. Follow that compass, straight to you. I'ma follow the compass, straight to you. Follow that compass, straight to you. Alejandro Reyes, Startnummer 05. Wow. Tout pour toi. Tolle Stimmung auch nach dem Titel. Hey, Alejandro, ein Kompass. Besingst du, wer oder was ist denn dein Kompass im Leben? Wow, je pense que c'est la musique. Tja, die Musik, denke ich. Die Musik, die Liebe, starke Emotionen, Leidenschaft, wie jetzt. Jetzt bin ich durch. Oh, das ist mein Kompass. Vielen Dank für die Stimmung. Haben wir gehört in den 3 Minuten. Du bist in diesem Camp, in diesem Songwriter-Camp, mit ganz vielen anderen, mit Produzenten von Musik, mit Singer, Songwriter, Musiker. Wie war es für dich im Vorfeld von diesem Song Contest? Ja, eine einmalige Erfahrung, eben da mitzumachen. Ich habe Lieder geschrieben, ziemlich viele Babys da. Und einige der Lieder, die heute vorgestellt werden, sind von mir. Da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Ich bin noch nicht so lange im Geschäft und das ist genial. Ich habe mit echten Profis gearbeitet und heute bin ich hier und darf selber singen. Tja, was will man mehr? Ja, und du hast 2 Songs am Start. Du hast auch den Song vom Neyman geschrieben, hast ja vorhin erzählt, Backstage. Jetzt drückst du später noch ein bisschen Daumen, oder wie machst du jetzt? Oder gleich lieber ein bisschen für dich? Sagen wir mal, Neyman ist jemand wirklich sehr besonderer. Er hat seine Art, ein Lied dem Publikum rüberzubringen und ich finde, er macht das toll und ich mache es etwas anders. Ich habe ein Instrument und ich gebe die Worte, aber man kann nicht sagen, der eine ist besser, der andere ist schlechter. Wir sind unterschiedlich und wir sind beide gut und ich fand Neyman absolut perfekt und ich hoffe, er hat auch allen gefallen und ja, super, ja, einfach super. Hey, wenn ich sage, der Mann aus Lausanne, sollten wir unbedingt ins Rennen schicken, dann merkt euch bitte die Startnummer 05. Das ist die ihr wählen könnt. Un grand merci déjà maintenant. Et on applaudit encore une fois pour Alejandro Reyes. Ja, viele Emotionen hier vorne auf der grossen Showbühne. Ich bin sicher auch hinter den Kulissen. Da rappelt es so richtig. Und Stefan, wir wollen alles wissen, was wissenswert ist. Was gibt es da hinten zu berichten bei dir? Ja, die Masken sind tatsächlich gefallen, oder? Wie das Chiara in ihrem Song auch gefordert hat. Jetzt ist alles überstanden soweit. Du kannst jetzt nichts mehr machen. Ist das schlimmer, als wenn man weiß, ich kann mit dem Auftritt noch etwas beeinflussen, wenn man jetzt einfach hier sitzen muss und warten? Naja, ich meine, man weiß, dass man eine Chance hat und das habe ich jetzt genossen. Und jetzt kann ich meinen Abend genießen und einfach warten. Also ein bisschen Pokerface, habe ich das Gefühl, ist da immer noch vorhanden. Eine, die ihre Maske definitiv fallen lassen hat, das hat man ja auch gemerkt. Auf der Bühne, da sind Tränen geflossen bei der Angie Ott. Darf ich mich da ganz schnell ein bisschen in die Nähe dazusetzen? Angie, sind die Tränen getrocknet? Oui, c'est bon, elles ont séché. Ja, ist gut, die Tränen sind trocken. Wer hat dich hier im Backstage empfangen und wieder ein bisschen aufgebaut? Alors, il y a ma maman, meine Mutter, meine Nichte, mein Bruder und mein Ehemann. Sehr schön. Also eine ganz grosse Family. Man sieht, das eine oder andere Familienmitglied ist auch schon ein bisschen müde. Machen wir vorwärts, wenn, oder? Ja, das machen wir. Definitiv. Und wir kommen bereits zu der letzten Startnummer vom heutigen Abend, Startnummer 06. Der letzte Auftritt von allen Finalistinnen und Finalisten. Und die junge Frau kommt aus Deutschland, ist aber bestens bekannt bei uns in der Schweiz. Sie ist nämlich bei der Voice of Switzerland so gut gewesen, dass sie nicht nur Coaches, sondern auch das Publikum begeistert hat. Und sie hat es dann mal ins Halbfinale geschafft. Seit ihrem 15. Lebensjahr schreibt und komponiert die Halbsizilianerin ihre eigenen Songs.
Der ESC steht für sie für die Vision, viele europäische Länder durch etwas Wunderschönes zu vereinen, nämlich durch die Musik. Mit der Schweiz verbindet Vanessa sehr viel, nicht nur weil sie Bestandteil von der Schweizer Band Myron ist, sondern weil ein Grossteil von ihrer Familie bei uns wohnt. Die Schweiz ist sowas wie eine zweite Heimat, aber eigentlich mehr. Es ist meine Heimat wie Deutschland. Ich bin in Freiburg aufgewachsen, also direkt nebenan. Ich fühle mich einfach zu Hause. Es ist nicht so, als würde ich über eine Grenze gehen, sondern ich fahre einfach in die nächste Stadt. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und es ist immer irgendwas am Rattern. Sogar nachts plötzlich fallen mir Songs ein oder irgendwelche Ideen zu Shows oder Outfits. Ich muss ständig in Bewegung bleiben. Das ist mir auch extrem wichtig. Natürlich nicht nur kreativ, sondern auch körperlich. Ich persönlich stehe total auf Songs, bei denen man als Interpret die Emotionen zeigen kann und die halt unter die Haut gehen, einfach, wo es Gänsehautmomente gibt. Und Red Lights hat Gänsehautpotenzial. Und ich wäre extrem stolz drauf, für die Schweiz nach Lissabon zu gehen. Why am I doing this to myself? A dangerous road, but I love you, boy. I love you, boy. Giving you all the heart I got left. A dangerous road, 'cause I love you, boy. Just 'cause I love you, boy. Your poison is paradise. That's what I wanna feel. Tangle me up tonight. Oh, it might hurt, but baby, I'm running these red lights, head down. Got nothing to lose if there's no you and I'm blinded by headlights, slow down. Got nothing to lose if there's no you and These red lights, red lights. Till I get there, I'm holding my breath. Visions of you that I can't ignore. Just 'cause I love you, boy. Like a rhythm that pounds in my chest. Stomping the pedal into the floor. You're what I'm living for. Your poison is paradise. That's what I wanna feel. Tangle me up tonight. Oh, it might hurt, but baby, I'm running these red lights, head down. Got nothing to lose if there's no you and I'm blinded by headlights, slow down. Got nothing to lose if there's no you and These red lights, these red lights. Your poison is paradise. That's what I want. Tangle me up tonight. I'm blinded by headlights, slow down. Got nothing to lose if there's no you and These are red lights. These are red lights. My heart's beating, but I'm still speeding through. These are red lights. Red lights. Dankeschön, merci. Vanessa Iraci, Stabnummer 06. Bitte schön, Vanessa. Dein Applaus. Hey, Red Lights, singst du 3 Minuten lang. Um was geht es genau in diesem Lied?
Es geht um die Alarmglocken, die an sind. Vielleicht, ja, viele kennen diese Situation. Man ist verliebt und man weiß oder spürt, dass es nicht gut ist und nicht gut enden wird. Und ja, alle Alarmglocken sind an, die roten Lichter, man fährt über Rot, Kopf nach unten. Naja, sehr riskant einfach, die ganze Sache. Was würde es bedeuten, wenn du die Schweiz jetzt vertreten beim grössten Musikwettbewerb der Welt? Dafür gibt es keine Worte. Also es wäre einfach das Beste, was mir in meiner musikalischen Laufbahn passiert ist bis jetzt. Und ich wäre sehr, sehr, sehr stolz, kann ich nur wiederholen, einfach für die Schweiz alles zu tun. Wenn ich sage, genau mit so einem Lied sollten wir uns präsentieren, und zwar der grossen Musikwelt, dann merken euch bitte die Startnummer 06. Das ist die von der Vanessa Iraci. Nochmal einen grossartigen Applaus. Dankeschön. Ich habe es eingangs gesehen, man muss ein bisschen warten, bis wir alle Songs gesehen haben. Aber das Warten hat ein Ende. Jetzt könnt ihr ins Geschehen eingreifen. Die Leitungen gehen ab sofort auf. Und das Einzige, was wir brauchen, das sind die richtigen Nummern. Die gebe ich gerne mit auf den Weg. 0901 54 49. Das ist mal die Grundnummer. Und hinten drin die zweistellige Endzahl von dem Lied, wo ihr möchtet eine Stimme abgeben. Man kann an 01, 02, 03 bis 06 als SMS schicken an Zielnummer 377. Egal ob SMS oder Telefonanruf für 80 Rappen pro Anruf oder SMS. Seid ihr mit im Rennen. Man kann auch gratis mit dem Handy im Internet mitmachen. Und damit der Anreiz noch ein bisschen grösser ist, um mindestens 1 oder 2 Stimmen abzugeben, unter all denen, die mitmachen, egal wie, verlosen wir am Schluss der Sendung 5'000 Franken. Und weil es jetzt schwierig ist, wir haben ein bisschen alles dabei gehabt, oder? Balladen, ein bisschen rockigere Nummern, Abtempo-Songs. Ja, daheim ist die Diskussion sicher entfacht. Wen schicken wir und warum? Es gehört das Gesamtpaket dazu. Nicht nur die Stimme oder Auftritt, die Ausstrahlung, einfach alles, was ihr heute Abend gesehen und gehört habt. Und darum schauen wir sie nochmal an im Schnelldurchlauf. Das sind die 6 Songs, die heute antreten, um in Portugal mit dabei zu sein. Just to come back, where the light is in the face of face. Different men, but the same on time. No, I ain't throwing stones. No, I ain't throwing stones. Every lesson lost in the past. Pardon me, but I don't wanna go back. 'Cause I'm reaching out for you. I'm breathing up the truth. I don't wanna break down, 'cause I'm breaking my band, just like a thousand times before. And I'm losing my mind. So come and won't you kiss me? Yeah. Finish what you started. Finish what you started. If you gonna see me, yeah. I'ma keep you honest. I'ma keep you honest. To test, are they meant to last? But even when I'm spinning, always caving in, I follow that compass straight to you. Oh, 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 straight to you. Oh, no. I follow that compass straight to you. Oh, oh. I'm blinded by headlights, slow down. Got nothing to lose if there's no you and I. Läutet also weiterhin an, schickt SMS. Wen schicken wir an den grössten Musikwettbewerb der Welt? Ein paar Minuten noch Zeit, wir melden uns nach einer kleinen Werbung zurück. Zum Beispiel mit dem Siegertitel von Salvador Sobral, ihrer speziellen Version und mit allen Resultaten vom heutigen Abend. Dranbleiben, bis in wenigen Augenblicken.
Charles Nguela und Philipp Gerber im Olympia-Workshop. Oh ja, Baby! Das alles und noch viel mehr. Champion am Freitag, 11:15 auf SRF 2. Willkommen zurück am Sonntagabend. Eurovision Song Contest 2018. Das ist der Schweizer Vorentscheid hier live aus dem Studio 1 mit 6 tollen Darbietungen, die wir schon gesehen haben und wo wir gespannt sind, wen schicken wir also an den grössten Musikanlass der Welt. Und der hat es in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem SMS oder mit einem Telefonanruf und der hat nicht mehr lange Zeit. Die letzten 4 Minuten starten nämlich jetzt. Also nochmal das Gerät in die Hand nehmen, nochmal eine Stimme abgeben. Man kann ja noch etwas gewinnen, 5'000 Franken, das sage ich denen, die vielleicht vorher noch nicht dabei waren. 0901 54 49 und hinterher die zweistellige Endzahl von diesem Song, den ihr findet. Das ist der beste oder auch das SMS schicken. Zielnummer 377 für 80 Rappen pro Anruf oder SMS seid ihr schlussendlich mit dabei. Es ist nicht einfach, finde ich, dieses Jahr. Wie findet ihr es? Habt ihr schon ganz klaren Favorit oder seid ihr auch noch ein bisschen am Abwägen? Ja, hier im Studio sind die Meinungen zum Teil gemacht. Klar, wir haben viele Fans, die da sind, aber daheim da könnt ihr noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Und falls ihr noch ein bisschen Hilfe braucht für eure Entscheidung, wir zeigen euch ein letztes Mal die 6 Songs in unserem Schnelldurchlauf von der Startnummer 01 bis hinten zum 06. Just to come back, where the light is in the face of faith. Can't come back and look the same at time. No, I ain't throwing the stones. No, I ain't throwing the stones. Every lesson lost in the past. Tell me that I don't wanna go back. No, I ain't throwing the stones. 'Cause I'm reaching out for you. I'm reading up the truth. I don't wanna break down, 'cause I'm breaking my band. Just like 1,000 times before, but I'm finding my ground. And I'm losing my mind. So come and won't you kiss me? Yeah. Finish what you started. Finish what you started. If you gonna leave it, yeah, I'ma keep you honest. I'ma keep you honest. You keep holding me close. Say your body moves. Turn to dust. Are they meant to last? When I'm spinning, always giving in, I follow that compass straight to you. Oh, 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 straight to you. Oh, I follow that compass straight to you. Oh, 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 straight to you. Oh, no, I follow that compass. I'm blinded by headlights, slow down. Got nothing to lose if there's no you and I. These are red lights. These are red Ja, da haben wir sie noch mal alle gesehen, die 6, die angetreten sind. Und es gibt übrigens einen Haufen Informationen auch online, die wir für euch bereit gemacht haben auf unserer Homepage. Und zwar srf.ch/Eurovision. Ein Besuch dort lohnt sich auf jeden Fall. Porträt der Kandidaten und viele andere Infos, zum Beispiel zu den Sendungen dann auch in Portugal. Also, noch 20 Sekunden Zeit, das letzte Mal das Handy vornehmen oder den Hörer und noch mal ein SMS durchjagen. Und dann zählen wir zusammen von 10 auf 0. Am besten in allen Landessprachen, die wir hier im Studio haben. Also, 10, 9... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Leitungen sind geschlossen. Bitte nicht mehr anrufen. Jetzt können wir nicht mehr beeinflussen. Es ist insofern gelaufen. Und wir sind gespannt. In wenigen Augenblicken können wir euch sagen,
wer das Rennen heute am Abend gemacht hat. Und mögt ihr euch erinnern, ziemlich genau vor einem Jahr sind wir hier auf der Bühne gestanden und ein Trio hat das Rennen gemacht. Time Bell. Und ich kann euch sagen, kaum ist der Name gefallen, dass ich hier alle Dämme gebrochen, man hat Vollgas gegeben. Und dann fängt die Arbeit eigentlich erst an, weil dann geht es ins Mediencoaching. Dann wird nochmal richtig geschliffen am Auftritt, dann wird alles nochmal sattelfest gemacht. Man hat 3 Monate Zeit, bis im Mai man dann auf der grossen Bühne wirklich definitiv muss parat sein. Und da ist einiges gelaufen. Auch in Kiew, in der Ukraine, letztes Jahr von wegen 0 Points. Nein, wir waren gut dabei gewesen. Wir haben fast 100 Punkte gemacht und das Fiese, knappe 3 Punkte haben wir zu wenig gehabt, sonst wären wir im Finale mit dabei gewesen. Eine unglaubliche Reise war es, ein unglaubliches Trio, Time Bell. Von hier bis auf die grosse Bühne in Kiew, eine Reise, wo wir nochmal zusammen einsteigen. Mit ihrem Auftritt ließ die Berner Band Time Bell ihre Mitstreiter weit hinter sich. Time Bell! Die Zweitplatzierten erhielten 18% der Stimmen. Wir hatten 48%. Das ist ein riesiger Unterschied. Das zeigte, dass das Publikum hinter uns und dem Song steht. Das ist das Wichtigste. Auf Time Bell wartet bereits ein voller Terminkalender. Wir haben gemeint, dass es viel auf uns wird kommen, aber was gekommen ist, ist wirklich, wir haben absolut unterschätzt. Interviews, Pressetermine, nebenbei Musik und Kleiderproben. Und nicht zu vergessen, dass wir 8 Länder in dieser Zeit bereist haben. Auch jenseits der Schweizer Grenze kommen Time Bell gut an. Da war dieses I'll never let you go und dann hörte ich das Publikum immer lauter und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich hörte auf und ließ sie ganz alleine singen. Dafür gibt es keine Worte. Das ist der Grund, weshalb Künstler Künstler sein wollen. Nach 3-monatiger Promotionstour durch 8 Länder sind Time Bell bereit für die große Showbühne in Kiew. Hinter der Bühne im Backstage-Bereich ist alles dunkel. Über ein Podest gelangt man auf die Bühne. Als ich die ganze Halle mit allen Lichtern sah, dachte ich, das ist nicht von dieser Welt, irgendwie außerirdisch. Alien world to me. Es ist so, dass ich glaube, so ein Gefühl, was man, wenn du deinen Traum erreichst, man kann fast nicht beschreiben. Auch wenn die Reise bereits im Halbfinale ihr Ende fand, Time Bell bescherte uns unvergessliche Eurovision-Momente. We will follow you. Definitiv schöne Momente, die Sie uns hier beschert haben. What was your most exciting moment during this Eurovision week? I can say only this. What a feeling! What a feeling! Gut, das muss ich nicht mal übersetzen, zum Glück, oder? Und ihr kennt natürlich den Moment auch vom Dahinstehen, vom Warten, vom nicht wissen, lange es oder lange es nicht. Was ist das für ein Gefühl? Was machen die jetzt durch da? Also ihr wollt gar nicht wissen, was sie sich fühlen, aber egal was rauskommt, sie müssen alle sehr stolz auf sich sein. Was ich heute Abend da gesehen habe, ist wirklich eine ganz tolle Leistung. Also ihr verdient alle ganz einen grossen Applaus. Also von das uns definitiv von auch von den Vorgängern. Also nochmal ganz grossen Applaus. Und vielleicht ja sogar auch der ein oder andere Tipp. Hast du Ihnen noch einen Tipp, was Sie mitnehmen können auf Portugal? Viel schlafen, immer wenn man kann, und durchschnaufen und geniessen von der ersten bis zur letzten Sekunde, weil es ist schnell vorbei. Das glaube ich definitiv. Und einer, der es ganz sicher ganz besonders genossen hat, das ist der Sieger vom letzten Jahr. Normalerweise beim Eurovision Song Contest muss man ja ganz gross auffahren. Er hat es eher klein gemacht und mit dem alle Herzen im Sturm erobert, der Salvador Sobral.
Spektakuläre Lichteffekte, ausgefallene Kostüme, Tänzer und Pyrotechnik. Auf all das verzichtete der portugiesische Sänger Salvador Sobral. Mitten im Publikum hauchte er die zarte Jazzballade Amar Pelos Dois und erobert damit die Herzen Europas. Portugal. Insgesamt 18 Mal hieß es 12 Points für Portugal. Jury und Zuschauer wählten Salvador Sobral auf den ersten Platz. Der erste Sieg Portugals in der ESC-Geschichte. Das ist ein Sieg für die Musik. Für Musik mit Bedeutung. Musik hat nichts mit Feuerwerk zu tun. Musik ist Gefühl. Lasst uns diese Musik zurückbringen. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Über seine schwere Herzkrankheit spricht der 27-Jährige während der Zeit in Kiew nicht. Im September letzten Jahres gab Salvador aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug aus dem Showgeschäft bekannt. Ob er je wieder auf der Bühne stehen wird, ist unklar. Eine Geschichte von Salvador Sobral, die so schön wie auch gerade so traurig ist. Schön, weil er den ersten Sieg geholt hat für Portugal beim Eurovision Song Contest und traurig, weil er sehr, sehr krank war. Er hat ein neues Herz bekommen und ist aber auf dem Weg zur Besserung. Alles Gute. Ich hoffe, dass wir ihn in Portugal gleich wieder auf der Bühne sehen können. Und als Würdigung quasi für das Tolle, was er geschaffen hat an diesem Song Contest in Kiew, hören wir das Lied, und zwar in der schweizerisch-portugiesischen Kombination, und freuen uns sehr auf die Appenzeller Sängerfreunde. Und an der Solostimme da haben wir die Letizia Carvalho. Und sie interpretieren uns den Siegersong 2017, Amar Pelos Deus. Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existe canção, tu e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. Letizia Carvalho und Sängerfreunde Appenzell. Vielen herzlichen Dank.
Amar Pelos Deus. Ah, was für ein schönes Lied. Zu Recht natürlich gewonnen. Letztes Jahr in Kiew. Und für alle Freunde vom Sieger, gute Nachrichten von Salvador Sobral, das teilen wir natürlich gerne. Er hat vor wenigen Tagen ein kleines Video gepostet, wo er wieder auf der Bühne ist. Also er scheint wirklich auf dem Weg zur Besserung zu sein. Und ich glaube, wir schicken ihm einfach einen Applaus auf Portugal. Oder Salvador? Wir werden dich wieder sehen. Alles Gute. Und hoffentlich bis ganz gleich auf der grossen Bühne. Ja, und den Applaus nutzen wir gleichzeitig aus. Jemand von euch hat 5'000 Franken gewonnen. Margrit Soland aus Rohr. Herzliche Gratulation. Viel Spass dann beim Geld ausgeben. Sie ist eine von all denen, die mitgemacht haben, die Glück hatten und ist schlussendlich ausgelost worden. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum man sagt, man würde gerne heute Abend gewinnen. All die 6, die hier auf der Bühne gestanden sind, haben alles gegeben. In den letzten Wochen und Monaten, seit im Herbst sie einen Song eingereicht haben, sie waren vielleicht im Camp, sie haben sich vorbereitet und sie haben alle eine eigene Motivation, uns als Land können bei dem grössten Musikanlass der Welt zu vertreten. Unser Ziel ist wirklich, dass die Schweiz endlich wieder mal ins Finale kommt. Ja, und einfach eine geile Performance anlegen. Den ESC verfolge ich schon immer und es war immer mein Traum, hier mitzumachen. Es wäre fantastisch, wenn ich mich qualifizieren würde. Ich glaube, dass ich nicht nur mit dem Gesang, sondern mit dem Gesamtpaket, mit dem Tanzen kombiniert kann punkten. Die Schweiz könnte mal etwas Neues bringen. Inniger und auch echter. Viele ermutigen mich schon seit Jahren zur Teilnahme am ESC. Jetzt habe ich endlich einen Song gefunden, der sich dafür eignet. Der Song Red Lights hat großes Potenzial, ganz oben zu landen beim ESC. Und ich werde alles geben, damit die Schweiz da landet, wo sie hingehört, im Finale. Ja, höchste Zeit, dass wir das Ding wieder mal rocken. Weiss nicht, Stefan, musst du dich erinnern, 2014 war das letzte Mal mit dem Sebalter, wo wir im Finale waren und das Gefühl, das hätten wir gerne wieder, genau. Mit der Fiddle, mit einem guten Song und mit einem tollen Platz, wo er sich ergattert hat im grossen Finale. Warum nicht wieder? Das ist das Ziel, selbstverständlich. Und die Entscheidung, die ist gefallen. Ja, tief durchschnaufen. Und du weißt, wie sich das anliest. Sie sind immer noch nervös. Jetzt wahrscheinlich erst recht, oder? Die sind jetzt immer noch richtig nervös, weil die sind auch ein bisschen ausgeliefert jetzt. Sie können ja nichts mehr machen, oder? Und ich glaube, es würde helfen, wenn wir von da vorne aus dem grossen Eurovision-Studio mal noch einen fetten Applaus für alle unsere Kandidatinnen und Kandidaten. So oder so, egal welcher Platz. So. Das motiviert jetzt noch. Das motiviert und das haben sie mehr als verdient. Der Modus ist ein bisschen anders dieses Jahr. Wir haben 50% Jury und zu der kommen wir jetzt, meine Damen und Herren. Neu ist, dass die Jury in halb Europa daheim ist. Italien hat zugeschaut, Deutschland, Albanien und. 7 Länder. Und das heisst, wir nehmen ein bisschen den Puls. Wie sehen andere Länder unseren Beitrag schon jetzt, den wir schicken wollen? Genau das wollen wir wissen. Und darum hat dort jeweils eine 5-köpfige Jury all das angeschaut und dürfen jetzt Punkte verteilen. Gleich wie beim Song Contest. Es geht 6, 8, 10 und am Schluss das beste Lied bekommt auch 12 Points. Das ist also das, was wir jetzt gerade werden hören, 7-mal aus diesen Ländern. Gut, und wenn du sagst, gleich wie beim Eurovision Song Contest, heisst das, mit der Jury allein ist es ja nicht gemacht, oder? Das ist genau so. Das heisst, nachher kommen die ins Spiel, nachdem wir das Jury-Voting mal hatten, kommen eure 50% noch. Und das sind genau gleich viele Punkte, die man holen kann, wie die Jury verteilt. Also das ist total ausgewogen und erst dann werden wir sehen, wer das Rennen gemacht hat. Es bleibt also spannend bis zum letzten, wo wir bekannt geben können, wer es denn schlussendlich ist. Viel geschwätzt, wenn wir Punkte holen. Jetzt machen wir das. Wir schalten quasi zu unseren Spokesperson. Das sind die Personen, die die Punkte jetzt durchgeben. Und als erstes gehen wir woher? Nach Deutschland. Dort haben wir den Christoph Pelander. Guten Abend. Guten Abend in die Schweiz. Guten Abend, Sven und Stefan. Und vielen Dank, dass die deutsche Jury Teil eures Auswahlprozesses sein darf. Sehr schön, dass wir euch dabei haben. Dürfen wir eure Punkte wissen, bitte? Selbstverständlich. 6 Punkte gehen an Neyman und Kiss Me. Die erste Punkt also für den Neyman. Ja.
8 Punkte gehen an Angie Gott, 1000 Times. Angie Gott holt 8 Punkte. 10 Punkte gehen an Sips und Stones. Da reagiert der Fanblock. Und jetzt natürlich die Frage, wo gehen die 12 Punkte hin, Christoph? 12 Punkte aus Deutschland gehen an Alejandro Komp. Alejandro Reyes, also das erste Mal in Führung mit 12 Punkten. So, das ist der erste Zwischenstand, den wir haben. Und wir gehen zu der französischen Jury. On dit bonsoir et bienvenue Eduardo Grassi. Ça va, bonsoir? Bonsoir à tous, ça va et merci beaucoup pour l'invitation. Le jury français était très fier de voter pour votre sélection suisse. Volontairement, sie sind sehr stolz, dass sie mitmachen dürfen. Et les résultats, s'il vous plaît. Alors je vais garder un peu de suspense peut-être. Oui. Alors 6 points. A Secret and Lies de Chiara Dubey. 6 Punkte für Chiara, Secret and Lies. Les 8 points de la France iront à la chanson Red Lights de Vanessa Irachi. Red Lights macht 8 Punkte. Maintenant ça commence un peu à chauffer. J'ai 10 points qui sont attribués à Stones, Sibs. Sibs sind damit an der Spitze im Moment mit 20, dank dem 10er. Et les 12 les points. Fameux 12 points. Oui. Kompas, Alejandro. Alejandro! 2 mal 12 gibt 24 nach 2 Jury-Votings aus Europa. Wir gehen direkt weiter zum dritten Jury-Voting-Spokesperson aus Armenien. Haben wir da zugeschaltet, das ist der David Zerunyan. Good evening, David. Hello. Good evening, Switzerland. Thank you so much for having us. I'm beyond excited to tell you the results of the Armenian jury vote. Yes, please. Our 6 points go to 1000 Times. NGO holt die ersten 6 Punkte. 8 points for Stones by Sips. Auch wieder Punkt für Sips, das mal 8. Our 10 points go to Compass by Alejandro. Alejandro Reyes mit 10 Punkten. Und wer kriegt 12 points, please? And finally, our top 12 points go to Red Lights by Vanessa. Vanessa Irachi holt zuerst mal 12 Punkte, kommt jetzt auf 20. Spannung pur hier bei uns und wir sagen Mir Mbrama Kleart Durai. Das war albanisch, zumindest ein bisschen in die Richtung, hoffe ich mal. Mehr oder weniger. Good evening, hello. Good evening. Thank you very much for the invitation. Congratulations for the show. Congratulations to both of you. And if you allow me, I would like to start giving the points of the Albanian jury. Of course. Tell us the points and the results, please. 6 points go to 1000 Times. Angie Ott. 6 für Angie, 1000 Times. 8 points. Compass, Alejandro Reyes. Der Alejandro baut die Führung noch ein bisschen aus, dank den 8. 10 points. Red Lights. Vanessa Irachi. Red Lights macht Boden gut. And finally, the 12 points go to Stones. Oh, vorne wird's ganz schön eng. Thank you so much. Die 12 Punkte also noch für Zips. Wir haben insgesamt 4 von 7 Juryvotes jetzt gehört. Schauen wir mal ganz schnell, was das für ein Zwischenklassement gibt. Da haben wir auf Platz Nummer 3 Vanessa Irachi mit Red Lights. Dann haben wir auf dem zweiten Zwischenplatz Zips mit Stones und 40 Punkten. Und 2 Punkte mehr knapp in Führung, der Alejandro Reyes und Compass. So, wir haben eine Jury, die in Italien das alles zugeschaut hat. Und ich sage Buonasera, benvenuti, Nicola Caligiore. Buonasera, come va? Ciao Sven, ciao Stefan e buonasera a tutti e grazie di aver invitato i vostri vicini italiani nel vostro show. È un piacere poter dare i punti finalmente in Eurovision in italiano. Finalmente, allora, i risultati? Sì, allora, i miei 6 punti vanno a Red Lights di Vanessa Irachi. Vanessa bekommt 6 für Red Lights.
8 punti della giuria italiana a Kiss Me di Neyman. Der Neumann macht 8 Punkte. I 10 punti della giuria italiana vanno a Compass di Alejandro Reyes. Zusammen für den Alejandro aus Lausanne. E i 12 punti italiani vanno a Stones di Zips. Was für eine Ausgangslage! An der Spitze ist es eng und ausgeglichen. Grazie mille. Ja, es wird jetzt immer spannender. Definitiv. Also an der Spitze haben wir 2 Songs mit jeweils im Moment genau gleich viele Punkte. Spannender könnte die Ausgangslage gar nicht sein. Und wir haben noch 2 Juryurteile. Wir gehen hoch in den Norden. Jawohl, nach Island. Dort haben wir den Gisli Baldersson. Good evening. Good evening. Nice to be with you. Here are the votes of the Icelandic jury. Our 6 points go to Angie Ott, 1,000 times. 1,000 times. Angie Ott holt 6 Punkte. Our 8 points go to Chiara, Secrets and Lies. Tessin holt 8 Punkte. Chiara Dubé, Secrets and Lies. Our 10 points go to Alejandro, Compass. Alejandro Reyes holt für die Westschweiz 10 Punkte. And our 12 points go to the siblings, Stones. 6. Oder Siblings, wie er erst gesagt hat. Stones gehen damit in Führung. 2 Punkte vor dem Alejandro Reyes. Äußerst spannende Ausgangslage. Ein Juryurteil fehlt uns noch. Dann haben wir den Abschluss und gesehen, wie haben die 50% Juryvotes schlussendlich ihre Stimmen verteilt. Und für das brauchen wir noch die israelischen Stimmen. Und darum sage ich mal, Erev Tov für Tal Barnea. Good evening. Erev Tov, Sven. Good evening. Thank you for a wonderful show. Thank you for having us. And let's go directly to the votes of the Israeli jury. I'm sure everyone is in suspense. First, 6 points go to Red Lights, Vanessa Irachi. 6 Punkte für Vanessa und Red Lights. 8 points go to Secrets and Lies, Chiara Dubé. Chiara bekommt den 8er. 10 points go to Compass, Alejandro Reyes. Der Alejandro bekommt 10. Und wer bekommt 12 Punkte? And the 12 points go to Stones by Zips. 12 Punkte also für Zips. Der Steh und Co. Unsere Geschwister, die sich da schon mal richtig Herzen und in den Arm nehmen. Ja. Also, spannende Ausgangslage. Wenn wir mal schnell schauen, wie unsere Jurys in halb Europa ihre Wertung abgegeben haben. Wir schauen mal, wie es aussieht, wenn es nur nach dieser internationalen Jury gegangen wäre. Dann hätten wir Red Lights von der Vanessa Irachi mit 42 Punkten auf dem 3. Platz. Dann hätten wir den Alejandro Reyes im Moment mit seinem Kompass auf Platz Nummer 2. Und wenn es nach dieser Jury gegangen wäre, zuoberst oben Stones von den Zips mit 76 Punkten. Aber da kann noch viel passieren. Da kann noch viel passieren. Wir haben einen Umschlag bekommen und in diesem Umschlag sind jetzt Prozentzahlen von euren Anrufen. Wir kommen jetzt zu euch und ihr, wir haben es eingangs von der Sendung gesagt, ihr seid das Züngli an der Waage. Ihr entscheidet zu 50% mit und eure Stimmen kommen jetzt Entscheidung und diesbezüglich fällt genau in diesem Augenblick. Hoho. Ich werde an dieser Stelle gerne noch mal sagen, für alle, die am Nachrechnen sind daheim, ihr daheim habt genau gleich viele Punkte vergeben wie unsere internationale Jury. Gleich viele Punkte. Wir haben einfach die Prozentzahlen vom Telefon umgerechnet auf Punkte. Aber wir sagen euch jetzt das genau alles. Und die Punkte werden wir verteilen und ganz am Schluss wissen, wer hat hier das Rennen gemacht. Legen wir los. 100% der Anrufe geben die gesamte Punktzahl. 7,36% sind dann 19 Punkte. Und so viele Leute haben angerufen und damit ihre Punkte gegeben an Kiss Me, der Neumann. Neumann holt sich 19 Punkte. Haben wir addiert. Und auf 33.
9,91% von allen Stimmen ergeben umgerechnet 25 Punkte. Und die gehen aufs Konto von Red Lights. Vanessa Iraci. Gratulation zu 25 Punkten, der Vanessa. Geht auf Platz Nummer 3 führen mit dem. Aber da sind ja noch ein bisschen Stimmen zu vergeben. 15,27% haben angerufen und damit 39 Punkte gut geschrieben aufs Konto von 1000 Times Angie Ott. Es hat aber nicht ganz vorgelenkt. Oben ist es immer noch eng und wir geben noch ein paar Punkte. 17,59% von allen Telefonanrufen geben umgerechnet 44 Punkte. Und die gehen aufs Konto von Secret and Lies. Chiara Dübe. Punkt fürs Tessin. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Einen haben wir noch, oder? Ja. Soll ich? Ja, du darfst. Gut. 19,23%, so viel sind es. Die Mathematik hat das im Kopf natürlich jetzt längstens ausgerechnet, dass das 48 Punkte sind. Ich nicht, ich muss es ablesen. Zum Glück. 48 Punkte für Kompass, Alejandro Reyes. Geht damit in Führung. So. Mit 120 Punkten. Und jetzt ist die grosse Frage, lenkt das Alejandro für den Sieg zu holen oder nicht? Es fehlen noch die letzten Punkte und 2 haben wir noch im Rennen. Entweder schicken wir den Alejandro oder wir schicken die Punkte noch nicht bekommen haben. Es ist eng. Zips. Das sind Zips. Sie können nicht mehr hinschauen. Jetzt, was ist das für ein Tier? Sips oder Alejandro Reyes. Es geht ins Duell zwischen diesen beiden Acts. Romandie gegen Deutschschweiz. Kann man auch so sagen. Lausanne gegen Luzern, Giesecke. Ah, sie wird es gerne haben, sie wird es gerne haben. Wir schauen noch mal in die Augen, in die Gesichter, die in wenigen Augenblicken wissen, ob sie am 8. Mai auf der grossen Bühne stehen vom Eurovision Song Contest 2018 in Portugal. Und der Sieger vom Eurovision Song Contest Schweizer Ausscheidung 2018 und damit dabei im Mai ist Sips Stones! Yes, Stones! Woo! Unglaubliche Stimmung backstage! Da liegen sie sich in den Armen. Der Stefan und Corinne Co, die da sind. Und wir haben einen Haufen Fans hier im Studio und holen sie selbstverständlich jetzt zu uns führen. Wow! Sie können es noch gar nicht fassen. Wir vergeben die letzten Punkte. Da sehen wir nochmal. Es ist so, dass sie mit diesen Punkten sich an die Spitze vergeben. Und zwar mit 153 Punkten haben sie also 33 Punkte Vorsprung gehabt und kommen jetzt zu uns führen. Geschwisterte aus dem Aargau, die in Luzern daheim sind und in Los Angeles. Und da kommen sie ins Studio! Herzliche Gratulation, Go! Steh! Wow! Ein Applaus! Grüßet! Ja, die Zeit nehmen wir uns gern. Wow! Also, lasst euch drücken, lasst euch feiern, lasst euch herzen. Steh und go. Hey! Wow, kommen wir auf diese Seite hier, beide zusammen, wie auch immer ihr wollt.
Ja, nein, das ist schon gut gekommen. Wir nehmen dich in die Mitte. Das ist doch perfekt. Hey, zusammengerechnet sind es über 30% der Stimmen. Was sagen Sie zu eurem Sieg? Oh, ich kann es noch nicht ganz glauben. Sprachlos. Jetzt müssen wir wohl einen Duden kaufen. Portugiesisch können wir noch nicht. Wahnsinnig, yeah. Also, ich fasse nochmal zusammen. 4x12 Punkte von der Jury. Und auch ein tolles Voting-Ergebnis von denen daheim. Also, das war ein Rundumschlag, oder? Ja, Roundhouse-Kick. Ja. Oh, ja. Okay. Ihr dürft euch bedanken bei all denen, die ihr wollt, die das möglich gemacht haben. Danke vielmals unserer Family, die immer hinter uns steht, allen Freunden daheim, die gebaut haben und allen im Schweizer Musikbusiness, die immer weiter kämpfen oder immer Musik machen. Und Musik ist das, was wir lieben. Unserem ganzen Team natürlich. Hey. Und eure Ansage, bevor wir natürlich den Siegertitel nochmal hören. Was ist euer Ziel in Portugal? Was macht ihr mit uns und mit den Fans? Wir wollen ins Finale. Hey! Also, klare Ansage. Mit viel Energie und allem drum und dran. Das ist cool. Und wir drücken euch alle die Daumen. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Viel an Zeck und so. Ich weiss gar nicht, könnt ihr jetzt noch zurück auf Los Angeles oder bleibt ihr gerade in der Schweiz, bis es losgeht? Ja, jetzt müssen wir jetzt schauen. Ich glaube, wir müssen schon noch schnell einen Abstecher machen und ein bisschen sammeln, weißt du? Die Chats sind dort. Die Chats sind dort? Ja, und wir müssen auch noch ein bisschen proben. Okay, habt ihr überhaupt zugeschaut, eure Chats? Ja. Es gibt ja so ein Online-Streaming. Ja, absolut. Die haben extra ein VPN gemacht. Weißt du, was es ist? Ja, ich weiss, dass ich schauen kann. Ich weiss, was es ist. Also gut. Das tun wir jetzt nicht erörtern und weiter erklären hier heute Abend. Aber wir freuen uns sehr. Also, ihr dürft euch parat machen nochmal für den grossen Act, den wir werden sehen. Danke vielmals. Sips, nochmal einen richtig grossen Applaus. Mit Glücksbringer und allen zusammen. Bitte ab auf die Bühne. Steh und... Oh, hey, super. Also, nochmal ab an die Drums. Grossartig sein. Sie machen sich parat. Und wir sagen an dieser Stelle schon danke vielmals. Es war ein unglaubliches Wochenende, ein Eurovisionswochenende, muss man sagen, hier auf SRF 2. So einen Haufen habt ihr erlebt. Und es gibt noch ein bisschen mehr Eurovision. Anschliessend Muriel's Wedding, ein Film, der auch mit der Eurovision zu tun hat. Ihr könnt die ganze Nacht also ein bisschen mitschwelgen. Und ich sage dir, danke Büssi. Merci, dass du dabei warst. Und wir sagen ja, gute Nacht und wir sehen uns dann am 8. Mai beim Eurovision Song Contest. Beim ersten Halbfinale mit den Zips, die uns mit Stones werden vertreten. Hier nochmal der Siegersong. Gute Nacht, gute Woche und bis gleich. Macht's gut. Tschüss zusammen. White joker on a gold throne, blood diamonds on my home. Wrong people with the right to know, but I can't do anything about it. Oh, saying that life's hard, but we don't want it in our backyard. We should be further from the start, but I can't do anything about it. We're so afraid we fire away. What's a life worth? We're so afraid, repeat the mistake. Just to come fast, we're the lions in the face of facts. Different battle, but the same attack. No, I ain't throwing stones. No, I ain't throwing stones. Happiness is lost in the past. Part of me, but I don't wanna go back. No, I ain't throwing stones. No, I ain't throwing stones. Think the boogeyman will get me. Think different is the enemy. It's been this way for centuries, and I can't do anything about it. Can't wait to light the cannonball. Can't face and be what says it all. Sins up, Father, make us fall, and I can't do anything about it. We're so afraid we'll fire away. Just to come fast, we're the lions in the face of facts. Different weapons, but the same attack. No, I ain't throwing stones. No, I ain't throwing stones. Every lesson lost in the past. Pardon me, but I don't wanna go back. No, I ain't throwing stones. Oh, because I know I ain't standing alone. No, I ain't standing alone. I ain't standing alone.
Schweiz, Deutschland.